Einen wunderschönen guten Morgen zum Trainingspart, heute mit der Überschrift Warum Erwartungen meistens enttäuscht werden. Ich komme ja gerade aus einer paradiesischen Oase und das Verhalten vieler Urlauber da dort, das hat mich zu dem heutigen Trainingspart inspiriert. Ist dir auch schon mal so gegangen, dass du durch jemanden, sein Verhalten, das so überhaupt nicht absehbar war, total positiv überrascht worden bist? Es kann zum Beispiel sein, dass jemand mit einer strahlenden Freundlichkeit auf dich zugegangen ist. Oder aber mit der ehrlichen Freude, seinen Job machen zu dürfen, sogar vielleicht stolz zu sein, seinen Job zu machen. Oder vielleicht hast du erlebt und positiv überrascht worden von einer besonderen Dienstleistung. Auf alle Fälle hat es dazu geführt, dass du dich gleich einmal um ein großes Stück wohler fühlst. Vielleicht hat es sogar dazu geführt, dass du ein bisschen mehr eingekauft hast, als du es eigentlich vorgehabt hast. Ist da schon mal so gegangen? Warum passiert uns das aber nur ab und zu? Da stelle ich jetzt eine Behauptung auf. Das liegt an den Erwartungen unsererseits. Je eher ich Erwartungen setze an jemanden oder etwas, umso geringer sind meine Chancen, positiv überrascht zu werden. Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel aus meinem Urlaub fest. Ja. Es war ein sehr gehobenes Hotel, nur für Erwachsene, eine Oase der Ruhe. Da kostet jeder Tag richtig Geld, klar. Jetzt kann ich mir als Urlauber natürlich sagen, jetzt einmal meine Herrschaften, ja, kommt einmal in die Buschen, halt euch ran, ich lasse ja schließlich einen Haufen Kohle da. Aus der Haltung raus werde ich relativ schlechte Karten haben, jemals positiv überrascht zu werden. Warum? Weil alles, was ich erlebe, werde ich irgendwo unter dem Begriff, das ist ja selbstverständlich, abhaken. Und eine Aneinanderreihung von selbstverständlich, führt im Gesamten zum Bild, ja, war ganz nett. Oder aber ich kann mir als Urlauber sagen, das ist doch eh schon ein gehobenes Ambiente, die reißen sich da ja eh schon Arsch auf, die Angestellten, also begegne ich ihnen doch am besten mit der größtmöglichen Wertschätzung. Und mal bin ich gespannt, was ich heute noch alles erwähnen werde. Aus der Grundhaltung raus, und das kann ich persönlich bestätigen, erlebst du viele Kleinigkeiten, die dadurch zu etwas Besonderem werden, also dir persönlicher Freude machen. Das heißt also im Fazit, ich kann mir selber eine Freude machen, indem ich möglichst wenig erwarte, weil ich dabei am meisten gewinnen kann. Wie kann ich aber das jetzt im Alltag umsetzen? Und da gibt es 3 wunderschöne Beispiele. Erstens, ich bin derjenige, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Dann kann ich mir künftig denken, ich habe mich entschlossen, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Diese Dienstleistung kostet Geld und das ist es mir wert. Und nein, ich werde nicht durch im Vorfeld von gestellten Erwartungen die ganze Dienstleistung da schon in Frage stellen. Komm, überraschen wir einfach mal. Das führt mit Sicherheit zu einer schönen Erfahrung. Zweite Variante. Ich bin selber der Dienstleister. Dann kann ich mir künftig denken, mein lieber Kunde, ich lege mir jetzt so dermaßen ins Zeug, um dich positiv zu überraschen, egal wie hoch deine Erwartungen waren. Das führt mit Sicherheit zu mehr Umsatz. Und die dritte Möglichkeit, wo ich es ausprobieren kann, das ist zum Beispiel die Partnerschaft. Ich kann zum Beispiel auf die Nacht mir denken, ach was, Schatzi, ich gehe jetzt nicht davon aus. Ich erwarte jetzt nicht, dass du Müll rausgebracht hast und dass du frisch gekocht hast. Ich bin überzeugt davon, du machst immer dein Bestes. Komm her, ich nehme dich einfach mal in den Arm. Und das führt mit Sicherheit zu einem ganz, ganz glücklichen Abend. Das kann ich euch versprechen. Also viel Spaß beim Austesten von den 3 Möglichkeiten. Danke.